Stell dir vor, du verdienst nur 500 Franken im Monat. Genau so ein Lohn ist im Frauenfußball keine Seltenheit. Ja, aber wenn es wenig ist, können sie auf der Baustelle arbeiten oder in Migros oder Kasse. Check's das Problem nicht. Die Gehaltsunterschiede zwischen dem Männer- und dem Frauenfußball sind immer noch sehr groß. Bro, wie lange wird man über das Thema berichten? Die Schweizer Nazi hat gegen U15 Buben verloren. Der Unterschied ist auch sehr gross. Es ist ja Fakt. Dann sind auch die Löhne sehr unterschiedlich, oder? Vor allem in der Schweiz ist der Lohn ziemlich mies. Die Noemi Iveli, die gerade noch bei GC gespielt hat, hat gesagt, sie hätte pro Monat 500 Franken verdient. Kollege, mit 500 Bananen kannst du dir gerade mal Krankenkasse leisten. Kollege, checkst du eigentlich, dass die Spielerinnen, die so viel Geld verlangen, 7-1 gegen U15 Buben verloren haben? Da kannst du ja nicht gleichstellen, den Lohn. Und wenn es dir nicht passt, gang auf die Baustelle, gang in die Autowerkstatt, gang schrauben. Sandrine Moran, die von Servette in die USA zu Tampa Bay Sun wechselt, hat verraten, dass sie bei Servette gerade noch 3000 Franken verdient hat. Mit diesem Lohn kommen sie nicht durch. Anders ist es bei Deli Schalemann. Ihren Jahresgehalt wird auf 200.000 Franken geschätzt. Ja, also, da seht ihr es. Präsentiert euch Arsch auf Social Media, schminkt euch. Dann verdient ihr Geld, kein Problem. Niemand sagt irgendetwas. Ich habe nie gesagt, oh nein, Frauen bekommen so viel mehr Cash, weil sie sich schminken auf Social Media. Ich arbeite in Social Media, ich komme keine 200k über. Und ich kann auch nicht meinen Arsch präsentieren, es bringt mir kein Cash. Und ich habe keine Onlyfans, also die machen jetzt keine Onlyfans, aber viele Frauen machen Onlyfans, verdienen viel mehr als Männer. Und ich fange wegen dem auch nicht an zu brüllen, Alter. Hängt es doch mal. Scheiße. Findest du Gehaltsunterschied zwischen Mann und Frau im Fußball zu groß? Schreib sie in die Kommentare und den Link findest du da unten. Also meine persönliche Meinung ist, spielt einfach besser, wie zum Beispiel Spanien. Die Frauen sind hure gut von Spanien. Also ich kann nicht so spielen, wie die Fußball spielen, obwohl ich schon seit kleinem Bub Fußball spiele, kann ich nicht. Die spielen viel besser als ich. Und bring Leistung, verliert nicht gegen U15 Leute 7-1, gegen U15 Buben 7-1 und stellt dann die Anforderung. Dann ist es berechtigt. Macht und dann Anforderungen stellen. Ich sage auch nicht, hey, nein, wenn ich jetzt Onlyfans mache, ich würde gar nichts verdienen. Nichts. Oder wenn ich meinen Arsch fotografiere und auf Instagram poste, ich komme als Hate-Kommentar über und frage, bist du hängen geblieben, was läuft mit dir? Mache ich auch nicht. Zuerst muss ich meinen Arsch trainieren, Geschlechterumwandlung machen, dann wieder zurückkommen und dann kann ich Anforderungen stellen. Schönen Abend.